Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Leute, diesmal vor dem Halbfinale im DFB-Pokal bei Bayern 04 Leverkusen. Und wir schnacken gar nicht lang rum. Wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, hypen, liken, kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und damit gehen wir rein direkt in den Bombs her. Abfahrt. Können wir mal die Logos einblenden. Zeit sparen wir. Erste Frage, wo ist das Mikro? Nach hinten bitte zu Hanna Reif, Anna, Nebenkollege Manuel Brunke für Münchner Merkur und TZ. Guten Morgen. Nach der Meisterschaft vor dem Pokal. Auch während dieser Meisterfeierlichkeiten wurde das Wort Berlin sehr oft in den Mund genommen. Also die Sehnsucht ist groß, Berlin, endlich mal wir wieder in fahren dieses nach Pokal-Endspiel zu kommen. Spüren Sie mehr Druck Hoffentlich. als vor anderen Spielen? Mehr nicht, aber natürlich, das Spiel ist, was es ist, natürlich das Halbfinale, es ist, 90 oder 120 Minuten, aber es ist ab morgen wissen wir, wer nach Berlin fährt und natürlich sind das ganz besondere Spieler, auf jeden Fall. Man darf es nicht kleinreden, aber trotzdem bleiben die Abläufe gleich, trotzdem bleibt für uns diese Vorbereitung genauso wichtig wie in die anderen Spiele und ja, wir haben letzte Woche gegen Madrid dieses Rückspiel gespielt. Das war auch vom Gefühl her auch genauso wichtig. Und jetzt kommt dieses Spiel. Aber wir freuen uns schon auf die Aufgabe auf jeden Fall. Dankeschön. Gleich daneben heiß, Torben wir Hoffmann von brennen. Sky. Winnie, du hast ja auch schon einige Partien gegen Leverkusen gespielt mit deiner Mannschaft. Was macht dieses Spiel vielleicht so kompliziert oder so besonders? Wo sind so die Stärken von Ich bin ehrlich, ich sehe das jetzt nicht so kompliziert oder so besonders. Ja, Leverkusen ist eine gute Mannschaft, kann mit Sicherheit auch, wenn sie mal einen Peak haben, eine gute Tagesform, gefährlich sein, aber im Großen und Ganzen ist das mit dem Leverkusen von Alonso nicht mehr viel am Hut. Ja, also die Stärke, die Souveränität, das konstant hohe Level ist halt nicht gegeben. Guckt euch an, wo Leverkusen ist in der Tabelle. Also ich meine, wenn du um die Champions League kämpfst und du verlierst zu Hause 2:1 gegen Augsburg. Ja, wir haben auch gegen Augsburg verloren zu Hause. So, ja, nicht falsch verstehen. Aber für uns war das auch kein entscheidendes Spiel. Ja, also ich weiß nicht, wenn man 4 Punkte hinter der Champions League ist und man ein Heimspiel gegen Augsburg hat. Boah, ich meine, ich weiß ja nicht, ich habe das Spiel nicht gesehen. Vielleicht war Leverkusen maßlos überlegen, I don't know. Das Ergebnis spiegelt das nicht wider, das mag sein. Ja, ich bin gespannt. Sorgen mache ich mir aktuell nicht. Ja, wenn wir unsere Form aufs Plateau kriegen und ja, die richtige Elf auf dem Platz steht, und das hat Vini ja bisher immer sehr, sehr gut hinbekommen die letzten Wochen. Da muss es auch möglich sein, in Leverkusen zu bestehen. Natürlich kein einfaches Spiel, soll jetzt nicht falsch verstehen, ja, aber ist jetzt nicht so, dass ich mir jetzt irgendwie wie vor so einem Spiel gegen Paris oder Madrid oder so, aber wie auch, das sind ja auch gerade 2 Mannschaften, die ich genannt habe, die haben ja ein ganz, ganz anderes Level wie die Bayer Leverkusen, aber keine Ahnung, ich hätte mir, glaube ich, mehr Sorgen gemacht beim Spiel in Dortmund oder sowas, ne? Also darauf will ich einfach hinaus. Was nicht heißt, dass es ein leichtes Spiel wird. Ich bin gespannt. Es kann so und so, aber ich bleibe dabei, ja. In der Bundesliga, sorry an alle Mitstreiter, die das hier vielleicht sehen, in der Bundesliga ist es so, wir entscheiden, ob das Spiel spannend wird, nicht spannend wird und ob wir das Spiel verlieren. Wenn wir unsere normale Form auf den Platz bekommen, dann gibt es nur einen Sieger. Sorry. Ja, das ist der FC Bayern. Punkt. Na, in der Champions League sieht das ganz anders aus, so gar keine Frage. Ja, da spielst du auf absolute Augenhöhe mit ganz, ganz vielen Mannschaften. Aber in der Bundesliga sehe ich nicht eine Mannschaft, wo man gerade sagen kann, die wäre nur ansatzweise auf Augenhöhe. Ja, ich meine, guckt auf die Tabelle, die sagt alles aus. Ja, bitte euch. So, ne, von daher, ja, na klar, ist ein K.O.-Spiel, so Tagesform, mehr als ein Spiel, wissen wir immer, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Da kann auch der Drittligist gegen Bundesligisten gewinnen, Schiedsrichter, Tagesform, whatever, ja, der liebe Fußballgott, alles ist möglich, so gar keine Frage. Aber am Ende des Tages musst du deine PS auf den Rasen bringen und dann wird alles gut. Bayern 04 Leverkusen? Und Max, eine Frage an dich. Geht ja jetzt auch um Feierlichkeiten. Einen Titel habt ihr ja schon eingefahren, um die
Meisterfeier, die ja nach dem letzten Heimspiel stattfinden soll. Jetzt gibt es ja noch Möglichkeiten, den einen oder anderen Titel mehr einzuheimsen. Müsste ich mir mal jetzt die Abstände angucken, aber sollten wir wirklich ins Pokalfinale und Champions League-Finale kommen, dann glaube ich nicht, dass so die Riesenfeierlichkeiten nach dem letzten Bundesligaspiel stattfinden, weil die Finals sind meiner Meinung nach immer danach, oder? Also Champions League auf jeden Fall. DFB-Pokal weiß ich gerade gar nicht. Aber ich glaube, das ist auch danach, aber ich glaube immer relativ kurzzeitig, oder? Da willst du also nicht so ein Feiergelage von 2, 3 Tagen sehen. Das können wir dann gerne machen, wenn wir die anderen Aufgaben erledigt haben, sofern wir diese Aufgaben bestreiten dürfen. Wie sind da die Feierplanungen, dass es möglicherweise, so wie man gelesen hat, es noch einen weiteren Termin geben könnte, was dann ein Double- oder Triple-Sieg sein könnte? Ja, ich glaube, morgen ist schon 8. Mal gegen Leverkusen in 2 Jahren. Das heißt, natürlich, es gab 2 unterschiedliche Trainer. Aber die Spieler kennen einander sehr gut natürlich. Und wir wissen genau, was auf uns zukommt. Ich glaube, wir haben auch im letzten Spiel gegen Leverkusen, nicht nur die Spiele davor, aber im letzten Spiel gegen Leverkusen auch genau gesehen, welche Emotionen du brauchst in diesem Spiel und welche man vielleicht lieber zu Hause lässt. Was wir da immer erlebt haben, war immer ein totaler Kampf. Und wir erwarten auch nichts anderes und das wollen wir auch. Was Feierlichkeiten betrifft, ehrlicherweise, da bin ich raus. Also wir machen das Sportliche und wenn wir dann feiern dürfen und können, dann feiern wir, aber da gibt es im Haus andere, die sich mit beschäftigen. Bei mir ist ein Stück weit eben auch Aberglaube. Also wir spielen jetzt ein Pokal-Halbfinale. Die Meisterschaft haben wir, okay. Da glaube ich, steht der Empfang ja auch schon. Und alles andere sollten wir erstmal die Spiele spielen, um dann feiern zu dürfen. Eins dahinter, Heiko Niederer für die Bild-Zeitung. Ja, das sollte auch klar sein. Und was ist das auch für eine Frage? Also. Frage an Vincent Kompany. Sie haben, glaube ich, in England schon einige Pokalfinals erlebt. Was wissen Sie über das deutsche Pokalfinale, dieser Mythos Berlin? Haben Sie sich damit schon mal beschäftigt, so ein bisschen? Ja, noch nicht viel, weil mit HSV haben wir das auch nicht geschafft. Und, aber es muss immer ein erstes Mal kommen und ich hoffe, es kommt dieses Jahr. Also ein Auswärtsspiel bei der Hertha ist so mäh. Und man kann sich nicht vorstellen, dass dieses Stadion so geil sein kann in einem Pokalfinale. Ja. Mega. Also ich kann es jedem empfehlen. Ich meine, ja, wenn ihr das Glück habt, Karten zu kriegen, Alter, gönnt euch, ist auf jeden Fall geil. Eine geile Stimmung, eine geile Atmosphäre und auch in der Stadt ringsherum. Und ich war gegen Dortmund da, also da ist ja schon Rivalität sehr, sehr groß, ja. Und selbst da war alles schiedlich, friedlich, rund um das Stadion, rund ums Spiel, mit den Fans, mit den gegnerischen Fans. Während des Spiels natürlich Emotionen, sogar keine Frage. Ist ein Erlebnis, das Stadion, ja. Aber auch nur im Pokalfinale. Also wenn ihr mal beim Hertha-Auswärtsspiel wart, hat mich jetzt nicht abgeholt. Ich war 2, 3 Mal da. Klar, Auswärtsspiele sind immer ganz geil, weil die Stimmung eine andere ist in unserem Blog, aber so vom Stadion her liegt aber dann auch daran, dass die Stadien ja auch fast nie ausverkauft sind oder das Stadion fast nie ausverkauft ist. Gegen Bayern ja schon in der Regel, aber dann hast du natürlich auch viel gesprenkelt auf den anderen Tribünen. Ja, aber Pokalfinale ist schon mega gut da. Und ich bleibe natürlich auch respektvoll für die Gegner von morgen. Also ich meine, ich glaube, jeder hat sich diese Hoffnung verdient, wenn man so weit kommt. Also wir haben die Hoffnung, Leverkusen auch und die beiden anderen Mannschaften wahrscheinlich auch. Aber ich glaube, diese Erfahrung aus nicht nur England, aber auch in Belgien, wo wir Pokalfinale gespielt haben, das
das nehme ich auf jeden Fall mit, wenn es dann soweit ist, irgendwann und hoffentlich diese Saison natürlich. Dann Seitenwechsel Felix Roderer für Antenne Bayern. Hallo zusammen. Vincent, nach dem Ausscheiden letzte Saison gegen Leverkusen, wie groß ist da bei Ihnen der Revanche-Gedanke in so einem Halbfinale? Es geht nicht um Revanche. Revanche kannst du ja auch nicht nehmen. Wie willst du Revanche nehmen, Alter? Ne? Du bist ja ausgeschieden. So, ja, grandios. Also, soll das dann eine innere Befriedigung sein, wenn du jetzt Leverkusen rauskegelst oder was? Das ändert ja nichts daran, dass du letzte Saison einfach ausgeschieden bist. Also, gegen Leverkusen. Wie soll das dann jetzt irgendwie was aufwiegen? Ne? Schwachsinn. Natürlich, wenn man sogar nur diese einmal verliert, egal ob es jetzt Liga ist oder Pokal, das nimmst du mit in die nächsten Spiele und dann willst du natürlich, dann willst du natürlich zeigen, dass du wieder die bessere Mannschaft sein kann. Das nehmen wir immer wieder mit, aber jetzt geht es nur um was vor uns liegt, nicht mehr wirklich was hinter uns liegt. Wir haben seitdem auch 6 Spiele gegeneinander gemacht und deswegen ist es auch nicht nix. Haben auch in die Champions League sind wir auch weitergekommen in Leverkusen. Also wir haben auch diese Erfolgserlebnisse gespürt. Aber damit wir morgen gewinnen, ist wieder eine andere Geschichte. Und ich glaube wirklich, dass keiner von uns dieses Spiel unterschätzen wird. Vertrauen haben wir, aber wir wissen, was auf uns zukommt. In der Reihe 1, Marc Gabel für RTL, bitte. Grüß Gott zusammen. Herr Kompany, jetzt ist Serge Gnabry ja leider verletzt. Wir gehen mal davon aus, dass Jamal Musiala dann möglicherweise ihn ersetzen wird. Aber er hat noch keine 90 Minuten bisher durchgespielt. Ist er bereit inzwischen für 90 Minuten? Und wie sieht es ansonsten personell aus? Hat sich irgendwas getan seit Sonntag? Ich wäre mir da noch nicht mal so sicher, dass ein Jamal Musiala da von Anfang an aufläuft. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass er eher eingewechselt wird. Dass man vielleicht mit Heavy und Jackson anfängt. Oder sogar mit Guerrero auf 10. Ist ja auch eine Möglichkeit. Also auch natürlich im Hinblick auf die kommenden Aufgaben. Ja, ich glaube nicht, dass ein Jamal Musiala in der Lage ist, jetzt von jetzt auf gleich so alle 3 Tage 90 Minuten zu spielen. Ne? Und wahrscheinlich ist es dann eher wichtiger, auf Paris hinzuarbeiten für den Jamal Musiala, als wie, ja, jetzt in Leverkusen da aber ich weiß ja nicht, wie Kompany denkt. Wenn ich tippen müsste, was er macht, dann denke ich, wird ein Musiala sehr wahrscheinlich nicht in der Startelf stehen. Jetzt ist eine gute Frage. Ja, okay, aber der hat schon fast 90 Minuten gespielt. Das war. Ich glaube, dass Jamal jetzt im Moment in einer guten Phase ist. Ich habe schon ganz früh gesagt, also die Jungs, die Leute hier, die sich erinnern, unsere PKs noch im Januar, habe ich gesagt, meine Meinung, der hat sich körperlich entwickelt. Meine Meinung ist, dass er jetzt auch physisch und nicht nur von Kraft her, aber auch vom Laufbereitschaft schon ganz nah ist an sein bestes Niveau. Also Laufe, Presse, wie wir das machen, das kann er jetzt. Zweikämpfe gewinnen, das kann er. Und dann gibt es nur die Frage, wann kommt diese Magic Musiala wieder und was die Leute sich erinnern von Jamal in seiner allerbeste Zeit. Und das kommt 100% irgendwann wieder. Seine Momente sind schon da. Aber was ich auch noch gesagt habe, und das ist ganz wichtig, was der Junge im Moment macht, ist, der ist unheimlich torgefährlich. Es ging über, kann er zum WM oder nicht, und diese Gespräche, wenn man schaut auf seine Aktionen im 16-Meter-Raum, wie oft er in die gefährlichen Räume kommt, schon jetzt. Also ich glaube, der hat in 600 Minuten 9 Scorerpunkte. 9 Scorerpunkte hat der Junge schon. Und wir reden noch immer über, ich meine,
was für mich super ist, wenn irgendwann diese Freiheit wiederkommt und man hat schon viele Momente gesehen, lass uns ehrlich sein, im letzten Spiel. Aber wenn diese totale Freiheit irgendwann wiederkommt und das wird zurückkommen, weil die Verletzungen, das ist, wie es ist, dann hast du vielleicht eine entwickelte Version von Jamal Musiala und das ist, glaube ich, für mich als Trainer sehr... Ich freue mich auf, was jetzt in die Zukunft noch kommt. Aber bis jetzt, wenn der Junge 9 Scorerpunkte hat in 600 Minuten, glaube ich, dass er schon gezeigt hat, dass er ready ist. Vielleicht hatte ich einfach so die Frage besser beantwortet, aber dann habe ich den Kontext auch gegeben. Alle fit? Alle bereit? Ja, aber erst mal warten bis letztes Training, das ist heute, weil letztes Mal habe ich Ja gesagt und dann haben wir Serge Gnabry verloren. Also ja, aber wir haben natürlich noch ein Abschlusstraining. Linksaußen Manuel Bunke für TZ und Merkur. Herr Kompany, anschließend an die Musiala-Frage. Lennart Kahl hat jetzt ja jüngst mit Pink Panther-Outfit für Furore gesorgt auf der Tribüne. Jetzt trainiert er wieder mit Ball. Wie ist denn da so der Plan? Wie weit ist er denn? Ist Paris gar keine Option? Ist er schon wieder im Kader? Oder ja, wie viel Druck muss er den Jungen auch machen oder nicht machen? Weil die Offensive ist ja doch ein bisschen dezimiert jetzt auch in Serge Gnabry. Ja, es geht nicht über unsere Offensive erstmal, es geht über dass er erstmal gesund zurückkommt. Also das ist die Priorität. Es gibt natürlich immer eine Phase in einer Saison, wo du sagst, okay, jetzt geht es um die Preise. Das ist auch Teil von einer Karriere, dass du natürlich sagst, okay, November, Oktober, diese Momente, da nimmst du bewusst, würde ich sagen, weniger Risiko. Und dann jetzt in dieser Phase glaube ich nicht, dass wir viel Risiko nehmen wollen, aber nur, dann hast du natürlich nicht diese ganz, würde ich sagen, erstmal 10 Minuten, dann 20 Minuten, dann irgendwann 45 Minuten, irgendwann 1 Stunde, dann 90 Minuten. Diese Reintegration ist ein bisschen mehr, würde ich sagen, spontan, aber erstmal... Ja gut, er ist ja jetzt auch nicht 3 Monate raus, ja. Also alles ist ja gut. Ich meine, er läuft schon wieder im Training, also was waren das jetzt? 2 Wochen, 10 Tage oder was, wo er gar nichts gemacht hat vielleicht. Also das ist ja auch was ganz anderes, als wenn du 4, 6, 8 Wochen raus bist. Also da muss er auch nicht anfangen mit halbe Stunde, dreiviertel Stunde, so wie es Winnie gerade sagt. Also. Muss er gesund werden. Und Aber klar, er muss erstmal fit sein, ne? Gesund sein. Da werden wir nicht schneller machen, als was sein Körper sagt. Ja. Auf jeden Fall nicht auf diese Alter, obwohl er wichtig ist für uns. Wieder auf der anderen Seite Stefan Kumberger für Sport 1. Max, durch die Leistungen von Michael Olise ist er natürlich in aller Munde. Ihr habt ihn schon für unverkäuflich erklärt, aber wie gefährlich oder schädlich oder nervig ist dieses Geraune, wenn dann beim Laureus Award verschiedene Legenden sagen, ja, die Bayern werden es schwer haben, den zu halten. Also unverkäuflich habt ihr ihn ja schon erklärt, aber wie nervig ist das Geraune? Und Vincent, die Daily Mail hat berichtet, sie hätten TV-Experte bei der Weltmeisterschaft werden können, hatten Angebote aus England. Keine Chance. Die Frage, also erste Frage, stimmt es? Zweite Frage, wenn ja, warum haben Sie abgesagt? Was soll ich jetzt als TV-Experte machen in meinem Urlaub? Dann habe ich nächstes Jahr keine Familie mehr in München. Also gar keine Chance. Das wollte ich hören. Ja. Erstmal ist es schön, dass so viele Menschen über Michael Olise sprechen, weil dann sagt es ja erstmal, dass wir vor 1-3 Jahren einen sehr, sehr guten Spieler zum FC Bayern gelotst haben, der hier unter Winnie, unserem ganzen Trainerstab, nochmal eine Entwicklung genommen hat. Aber ich halte es dann ein bisschen so wie Winnie. Wir haben unsere Bubble, wir haben unser Vertrauen, wir haben unsere Gespräche und alles, was um uns herum passiert, das lassen wir ein Stück weit an uns abprallen. Ja. Dann die erste weibliche Fragestellerin, bitte in der Mitte. Helene Roklu von Sat.1 Bayern, guten Morgen. Wie sehr beeinflussen denn solche Verletzungen die Stimmung in der Mannschaft oder die Motivation in der Mannschaft? Entschuldigung, die Verletzungen? Die Verletzungen, wir hatten es gerade schon von Gnabry oder Lennart Kahl. Wie sehr beeinflussen die Stimmung in der Mannschaft? Nein, also wir wissen, dass das... deswegen baust du eine Kader, das kann immer wieder passieren und wir hoffen natürlich immer am wenigsten. Aber wir haben auch schon Erfolgserfahrungen in diesen Momenten. Es ist nicht das erste Mal diese Saison. Also, wir reden gerade über Jamal Musiala, aber der war nicht da.
in diese ersten 6 Monate fast. Alphonso Davies auch nicht und Hiroki Ito auch eine gewisse Zeit nicht. Trotzdem haben wir gewonnen. Und okay, jetzt haben wir Serge nicht da und ich glaube, Lenny und Bishi kommen bald wieder zurück, aber sind jetzt in dieser Woche auch nicht da. Aber was ich jetzt sagen will, ist, dass das in unserer Köpfe nicht beeinflusst, was wir uns jetzt als Ziel setzen. Wir hoffen, dass die bald zurückkommen, aber wir bleiben mit der gleichen Motivation auf dem nächsten Spiel zukommen. Danke. Top. Dann nochmal über die Seite kommen Torben Hoffmann in Reihe 1 für Sky. Ja. Torben, so spät? Wie groß ist das? Ein Schloss mit 18 Fluren oder was? Das Triple lebt, nicht nur bei euch, auch bei den FCB-Frauen. Inwieweit bekommt ihr das mit? Ich glaube, du hast ja auch schon mal ein Spiel geschaut in der Champions League oder ihr wart ja auch mal mit dabei. Inwieweit tauscht man sich da aus und was würde sowas natürlich auch für den Verein bedeuten, wenn da möglicherweise 2 Triple möglich sind? Ja, ich bin ja mit Jay, Bianca Rech, sehr, sehr viel im Kontakt und ja, sie haben uns immer vorgelegt, sie waren zuerst im Pokal-Halbfinale, sie waren zuerst im Champions League-Halbfinale. Dann habe ich immer gesagt, wir müssen nachziehen. Jetzt durften wir als erstes die Meisterschaft feiern, da müssen sie jetzt nachziehen. Es ist einfach großartig und zeigt aber auch, wie stark der FC Bayern ist. Haben wir letztes Jahr noch die Basketballer auch noch dabei gehabt. Macht einfach Spaß, wenn du im Club so einen Erfolg hast und man sich gegenseitig ein Stück weit eben auch dann motiviert, sich unterstützt. Und dass für beide das Triple noch möglich ist, das ist, glaube ich, außergewöhnlich. Ich weiß gar nicht, ob es im europäischen Fußball schon mal gab. Aber es macht einfach Spaß. Es macht einfach Spaß und Freude. Und wie gesagt, schauen wir mal, dass wir morgen vorlegen können und ich dann der Bianca schreiben kann, jetzt müsst ihr nachziehen, um ins Finale zu kommen. Ja, ich glaube, wir als Familie schauen uns schon seit sehr, sehr lange die Frauenfußball an. Also wir haben in Manchester auch ganz oft im Stadion gesessen da. Das war nicht nur einmal, wir sind schon 3-4 Mal oder so zu den Spielen von Bayern Frauen gegangen. Und ja, es ist einfach, es macht einfach Spaß zuzuschauen. Also ich glaube, dass die Qualität jetzt in dieses nächste Spiel gegen Barcelona auch das allerhöchste in Europa sein wird. Und ich hoffe, dass eigentlich sollte die Allianz Arena ausverkauft sein für dieses Spiel. Das ist meine Meinung. Aber ich hoffe auf jeden Fall, dass die für ein Mirakel sorgen können, weil Barcelona einfach sehr, sehr stark ist in die Frauenfußball und hoffentlich bekommen wir auch ein bisschen dieses Momentum mit von unseren Frauen. Oder sonst müssen wir das machen. Aber wir schauen auf jeden Fall, was die machen. Dann zu guter Letzt Hannah Reif noch einmal bitte. Herr Eberl, Sie haben zuletzt gesagt, im April stehen schöne Reisen an, in denen man auch mit Manuel Neuer in diversen Hotels womöglich über seine Zukunft sprechen könnte. Was eignet sich am besten? So ein Hotel in Leverkusen, in Mainz, in Paris oder kann es womöglich doch der Mai werden? Lauter Ems. Keine Ahnung, wir haben jetzt so nichts vereinbart, wann wir uns zusammensetzen. Kann völlig ja spontan egal, passieren, dass man Leute. sich beim Kaffee dann mal zusammensetzt. Also Haben wir schon 100-mal gesagt, ist doch völlig egal. Der Manu entscheidet da, der Manu sagt, ich mache noch oder ich mache nicht und ist egal. Und wenn das ein Tag vor Bundesliga-Start ist in der neuen Saison, ist egal. Ja, ich meine, zum Glück haben wir den Luxus, dass wir wirklich einen Obig da haben, auf den du zählen kannst. Aber ansonsten ist das schon eine Farce, ne? Es ist ja völlig fein, wenn man ihm da Raum lässt und so weiter. Völlig okay. Aber irgendwann muss halt auch mal eine Entscheidung kommen, wa? So. Vor allen Dingen frage ich mich halt auch, wie läuft das ab? Manuel Neuer sagt dann, ja, okay, ich möchte, so meine Flasche zum das halt schon wieder. Ich mache noch ein Jahr. Und dann sagt der FC Bayern, ja, alles klar, wieder 20 Mille, 25 diesmal? Hä? So, wenn, dann muss doch erstmal ein Angebot kommen, oder nicht, vom Verein. Der ist 40. Also, dass Manuel Neuer nicht mehr auf dem Peak ist, wo er mal war, brauchen wir nicht überreden, oder? Da muss ja wohl mindestens mal die Summe halbiert werden, also.
Davon ist gar keine Rede, oder was? Und auf der anderen Seite wird aber rumgeheult, ja, wir müssen Gehälter einsparen, wir müssen Kosten sparen. Ja, wild. Ist es erstmal nichts geplant. Für mich und für uns ist es erstmal das Spiel morgen tatsächlich das Allerwichtigste. Ja, das ist auch Schon richtig. angesprochen, 2020 das letzte Mal im Finale gewesen. Dann, glaube ich, Corona-Zeit mit wenig Zuschauern oder gar keinem Zuschauer. 19 das letzte Mal mit Zuschauern. Und ich glaube, wir alle wissen, ihr wisst es noch viel besser. Jetzt darf ich sagen, den Vorsprung habe ich, den Pokal habe ich schon mal gewonnen mit Leipzig. Und das ist ein unfassbares, ja, wenigstens einen. Also einfach ein unfassbares Erlebnis und das wollen wir erreichen. Und ich glaube, da ist auch der ganze Fokus drauf und mit Manu werden wir es machen und irgendwo. Das ist auch schwierig, wenn sich ein Fußballer, Max Eber war ja nun mal ein Fußballer, hat ja bei uns ein paar Spiele gemacht, sich dann da hinstellt und sagt, wir mit Leipzig gewonnen, wo er, ein Jahr in Leipzig war? War es überhaupt ein ganzes Jahr? Schon schwierig, Max. Wann werden wir was dazu sagen? Vielen Dank hier oben, vielen Dank. Hätte er jetzt Gladbach gesagt, da hat er ja wirklich was aufgebaut und so. Aber in Leipzig, wild. Naja, sei es ihm gegönnt. Ne? Dabei sein zählt. Unten freuen wir uns auf morgen. Bis dann. Servus. Genau, Leute. Rot-weiße Grüße, freuen wir uns auf morgen. Haut rein, bis dann. Tschüssi.